Und Wut für mich ist Energie. Man muss es einfach kontrollieren. Es gibt Verhaltensweisen, die in vielen Kulturen als verwerflich gelten. Bei uns sind sie bekannt als die 7 Todsünden. Eine davon ist der Zorn. Das Überkochen von Emotionen, die alle Sicherungen durchbrennen. Ich treffe den Rapper Stress, der seit der Jugendzeit gegen seine Wut kämpft. Warum boxst du? Was gibt dir das? Ich glaube, es gibt mehr Balance. Es ist auch ein gutes Weg, fit zu bleiben in meinem Alter. Und ich finde, es ist ein sehr eleganter Sport. Also es hat nichts von Aggression in dem Moment drin, wenn du boxst. Wenn du machst es mit Aggression, machst du es schlecht, du tust dich weh auch sehr oft. Und ich kann mir vorstellen, dass am Anfang jemand geht zum Boxen und ja, ich will diese Aggression rauslassen, aber es geht wirklich nicht am Boxen dann. Es ist mehr, dass du hast ein Aggressionproblem. Aber wenn du willst weiter dich entwickeln im Boxen, es geht viel mehr auf über Balance und diese Tuning mit dich selber. So vielleicht am Anfang war es für mich auch ein bisschen diese Pressure, Druck rauszulassen, aber ich liebe wirklich die Sport. Negro. Du hast mehrfach öffentlich darüber geredet, über deine Wut, die du hast in dir. Was ist denn Wut für dich? Wie fühlt die sich an? Ich glaube, es ist mehr eine Farbe. Es ist alles rot oder alles feurig. Wut ist, wie zu sagen, ich glaube, du musst nur verstehen, das ist eine Emotion. Und egal welche Emotion, man kann die Emotionen unter Kontrolle haben. Aber man muss sie erkennen zuerst. Und dafür war Therapie auch für mich sehr hilfreich, weil es hat mich geholfen zu verstehen, dass jede Emotion hat einen Triggerpoint. So von dem Moment, ich kann sie identifizieren, kann ich auch verstehen, dass in diesem Moment eigentlich ist es nicht so schlimm. Es ist mehr, das erinnert mich an etwas, die kommt von meiner Vergangenheit. Was haben das Boxen und das Musikmachen für dich gemeinsam? Ich glaube ganz viel. Am Ende Musik oder Boxen ist wie Tanzen für mich. Und wenn du los zu die gute Boxer und wenn sie schlagen, es ist wirklich wie ein Beat, es ist wie Musik für mich. So Hip-Hop, es ist sehr beatbasiert, so es macht eigentlich Sinn und ich finde hat die gleiche Eleganz und für meine Bühnenpräsenz, weil ich liebe Energie zu geben, es ist eigentlich die perfekte Sport. Dafür mache ich mir immer 3 Minuten und 1 Minute Pause, weil meine Lieder sind nur 3 Minuten. Toujours plus, puis je m'enfuis plus, j'existe, mais à la fin je me dégoûte juste. Ce sentiment de vide, c'est une partie du processus. Je suis condamné à choisir entre plus, je bin que plus und plus. Woher kommt denn die Wut, die du vorher erzählt hast? Ich bin aufgewachsen in einem kommunistischen System in die 70er in Estland und das Leben war unglaublich hart für alle. Jeder hat es gehasst hier, weil es war scheiße.
So, ich bin aufgewachsen in Mustamer, das heißt Schwarzes Hügel. Und das ist ein Ort, wo die Leute leben, die normalen Leute. Gibt's kein Restaurants, gibt's kein Cinemas, gibt's kein Shopping Mall, crazy stuff. Und ich war zum Beispiel im Spital für 3-4 Wochen. Und dann sie tun dich fest auf einen Tisch, nehmen dich Dings von deiner Vegetation raus und ohne Narkose und du hast nur Schmerz und du verstehst nicht, was ist am passieren mit dich. Oder wenn du bist zum Beispiel zu Hause und deine Eltern sind am Kämpfen und du siehst die Angst in die Augen von deiner Mutter und sie sagt, geh in die Zimmer, mach es zu und geh auf die Fenster und ruf Hilfe für jemand in die Straße. Und du machst einfach. Und dann kommst du ein bisschen weiter im Leben und du fängst an, versuchen, Dinge zu verdauen. Und manchmal, es geht nicht. Dafür sind diese Wutsignale oder diese Rage-Signale, sie sind nicht da, wenn du bist 4. Sie sind ein bisschen später, weil du versuchst, sie zu verdauen und es geht nicht und du wirst mehr und mehr frustriert. Und dann du wirst mehr und mehr konfrontational mit deinem Umfeld. Ja. Du fühlst dich wie ein Opfer. Und das macht dich hässlich gegen dich selber auch. So manchmal diese Wut-Dings sind nicht unbedingt nur gegen die anderen. Sie sind auch eine Reflexion, dass du warst so ohnmächtig in diesen Momenten und es macht dich fast verrückt. Ich brauchte viel Zeit zu verstehen, diesen Prozess. Dass diese Wut ist sehr oft gegen uns selber. Und dafür ist Wut auch sehr unkonstruktiv. Sie sind ja mal von Ihrem Vater, wo Sie ganz klein waren, 1,5, fast totgeschlagen worden. Das Schlimmste ist, dass dein Vater zum Beispiel ist ein Teil von dich. Und es heißt, es kommt zu dem Punkt, dass es ist wie ein Teil von dich, das du hast auch. Du hast deinen Vater, aber er ist auch ein Teil von dich selber. Und ich glaube, das ist die schwierige Kampf, dass wir alle haben, die sind konfrontiert mit Gewalt. In verschiedenen Interviews sagst du über deinen Vater, er sei ein Arsch. Ja, mein Vater war ein schrecklicher Mensch, aber ich glaube, es ist, weil er könnte nicht anders machen. Weil er wusste kein anderes Weg, weil wie er ist aufgewachsen, wenn er war ein Baby, sie haben sich ihm einfach da liegen gelassen für 3 Tage zum Sterben, weil es war Krieg und die Russen waren am Kommen, seine Familie musste in die Wald flüchten und er war ein Baby und sie konnte ihn nicht mitnehmen. So, was macht es zu einem Kind? Ich glaube, es traumatisiert dich mega heftig und dann man sagt, er ist so, aber ich glaube, es ist nicht, was er ist, es ist, was er geworden war. Wenn man versteht die andere Person, man kann ein bisschen Distanz nehmen zu unserem Schmerz. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sonst sind wir konstant in die Wut. Und sonst bist du konstant hassig auf diesen Mensch. Und das macht dich kaputt. Und ich muss Wege finden, für mich selber in dieses Leben zu leben. On est 5, on n'avait rien, ou plutôt on avait avec nous une poignée de rêves. Et un monde qui veut pas de nous, alors on brûle cette chienne de vie par les 2 bouts. C'est grâce à mes sauces que je suis toujours debout. Du hast vorhin die destruktive Kraft von der Wut auch angesprochen. Ja. Und du redest öffentlich und auch in dem Buch, wo du hast schreiben lassen, zusammen mit einem Journalist, redest du über deine Depressionen. Ja. Und das ist ja auch so etwas wahrscheinlich wie internalisierte Wut, nehme ich an. Absolut. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man schafft nicht unsere Emotionen, es ist schwierig, sie zu verstehen. Und mit der Zeit, sie werden immer mehr wie eine sehr schwierige Rucksack. Und ich glaube, dafür hatte ich auch diese Depression wenn ich war 40, weil ich kannte nicht mehr weiter. Und dann musst du die Sack aufmachen und Dinge sortieren
aussortieren und Dinge anschauen, für was sie wirklich sind. Weil man vergisst manchmal, ist das eine Trauma, wenn du bist jung. Wenn du warst jung, vielleicht hast du Angst vor Monstern unter deinem Bett. Aber wenn du dekonstruierst nicht diese Monster unter deinem Bett, sie bleiben Monsters für dein ganzes Leben. Über das schreibst du ja genau in dem Track von dir, oder Petit Pensée. À me parler à moi-même, juste comme un psycho. Elle murmure des mots si doux, donc je vis en flight mode. Elle promet de tuer ma douleur, c'est vrai, au prix de ma life, donc. Ich musste in Therapie, weil ich wusste nicht mehr, wie weiter. Dafür wollte ich mich umbringen, weil ich wusste nicht mehr, wie weiter. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wenn du machst deinen Rucksack offen, dann realisierst du, dass das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es sollte überhaupt nicht in meinem Rucksack sein. Dann kann ich es wegwerfen. Und dann nach deiner Aussortierung, du schaust, aber eigentlich kann ich nur diese 5 Objekte oder diese 5 Themen und auf das kann ich schaffen. Mhm. Aber wenn du hast nicht diesen Moment, wo du schaust dich selber wirklich in die Spiegel an und bist sehr ehrlich mit dich selber und sagst, das ist zu viel für mich. Es geht in deinen Rucksack. Und das macht das Leben noch schwerer. In vielen Traditionen und Kulturen ist Wut mega negativ behaftet, wird sogar als Todsünde bezeichnet. Was hat sie in deinem Leben angerichtet, in deinem Umfeld? Ich glaube, Wut ist eine Energie. Und es geht nur um, wie du es behandelst. Was machst du mit dieser Energie? Mhm. Und die erste Reaktion, die wir haben, ist, dass jemand gibt uns Wut, wir geben diese Wut weiter. Und ich glaube, in meinem Fall, per Zufall, ich habe mich verliebt in Musik und durch das ich könnte diese Wut transformieren in etwas Positives, weil diese Emotion oder diese Energie ist in etwas anders gegangen und es ist nicht mehr in deinem Körper. Mhm. Es ist in eine abstrakte Ding, die ist ein Song. Laisse-moi te ramener dans ma chambre quand seul les murs m'entendaient rapper. Et avec ma glace qui me félicitait, des flots que je lâchais, les murs tapissaient, des articles, des sources, magazines. Und dann gehe ich ganz weiter und sage, mit das kann ich Familien füttern. In dem Sinn, dass wir gehen auf Tour. Es gibt Leute, die sind in meinem Technical Team, sie haben Familie, mit das, sie können die Miete zahlen und so weiter und so weiter. So, es ist sehr sinnvoll für mich eigentlich. So, ich sehe mich nicht mehr nur als Opfer in dieser Situation. Dass, okay, diese Wut ist nicht nur negativ für mich. Was würdest du sagen, hat sie dich gelehrt, Wut? Dass das Leben sehr random und unpersönlich ist. Niemand will dich eigentlich wehtun. Das ist einfach, wie es ist. Jede Ding, die existiert auf dieser Erde, versucht zu überleben. So hat mein Vater versucht zu überleben. Das war sein Weg, die einzige Weg, er hat gefunden. Jeder versucht zu überleben. So, es ist nicht persönlich. Es ist, wie es ist. Und von dem Moment, du realisierst, es ist nicht gegen dir. Dann bist du like, okay, jetzt spiele ich meinen Teil und versuche ich meine Energie weiterzustoßen und so viel Added Value dort zu finden als möglich. Wir bekommen Karten in den Leben und wir müssen sie spielen so gut wie möglich. Und ich habe das versucht zu machen. So viel zum Thema Wut und was sie mit einem machen kann. Jedenfalls aus dem Stress seiner Perspektive. Wie geht ihr mit so überbordenden Emotionen um? Schreibt es uns doch in die Kommentare.